Halli, hallo, lief kleiner Großpiraten. Haut das nächst Witzerköchtendach an wie gewinnt. Und ich am meiner Witzerköcht gewollt, an schon 3 Witzer für ihr Schmattbrücht. Mir nicht nur ich erzähle Witzer, mehr auch nach ein paar Seeswassermatrosen erzähle Witzer, weil sie die Idee so flott von tun, für selber Witzer Videos ranzuschicken, dass sie direkt matt gemacht haben. Wir fangen dann noch direkt schon an, und zwar mit dem Maschinist, dem Georges, für das wir gut gelaunt durch die Quarantäne kommen. Oder hören? Ich habe für die erste Kehr Quarantäne richtig gesagt. Quarantäne, 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 yay! Voilà, und hier könnt ihr schon den ersten Witz vom Maschinist Georges. Moin, liebe kleine Piraten, wie geht es dir? Es sind nicht der Georges, der Maschinist vom Kapitän Mullebutz, seiner Seeswassermatrose-Crew, kleine Piraten. Ich bin froh, nicht? Wie nennen den Matros, den sich ein ganzes Jahr lang nicht gewaschen hat? Alle, so da. Das geht nicht. Oh, ja, der Peter so. Okay, vielleicht nicht ein Jahr, mehr eins, du übertreibt nicht. Und da riecht also komisch. Aber bon. Wie nennen den ein Matros, den sich ein ganzes Jahr lang nicht gewaschen hat? Das ist ein Meerschwängchen. Glift? Was soll da? Die versteht mein Witz nicht. Ein Matros, den sich ein ganzes Jahr lang nicht gewaschen hat, das ist ein Meerschwängchen. Ein Schwängchen, weil du Meeren wärst. Du das noch verstehst. Voilà, wir sind ja kein Schwängerchen, dafür waschen wir uns. All der, wir waschen die Hände 5 Mal. Aber wasch der Zahn. Wir kommen geschworen am Lunch mit dem Kapitän Mullebutz. Und der Kapitän, der kontrolliert das, ihr wisst das. Bon, bis dahin macht es gut. Macht der Pest raus. Und bis ganz geschwind. Eddie! Das war aber noch gut. Ein Meerschwängchen, gell du. Voilà, den nächsten Witz, den wir hier schmattbrücht tun, das ist den vom Matros Bekal. Viel Spaß mit ihm. Moin, liebe kleine Piraten. Also, der Witz, den ich erzähle, der geht so. Kommt ein Mann in eine Bibliothek und da sieht zum Herr, den du sitzt. Moin, ich hätte gerne ein Spaghetti Bolognese und ein Cola angeschrift. Da sieht der Herr, Monsieur, der sieht doch hier in einer Bibliothek. Ah, oh, pardon, ja. Oh Mann, das hat ich ganz vergessen, so der Mann. Und er hat sich ganz nur so bei den Herr gepickt und so dann. Ich hätte gerne ein Spaghetti Bolognese und ein Cola angeschrift. Voilà, lohnt ich dann noch nach mein Witz mitgebracht, und das wäre dann noch schon die letzte für Haut. Heute Pitti beginnt einem Pirat. Und der Pirat, den hat ein Holzbein, und den hat ein Grob so als Hand, und den hat auch einen A-Klapp. Und da fragt der Pitti, so ein Pirat, wie könnte das dann, dass du ein Holzbein hast? Oh, sagt der Pirat. Wisst ihr, ich war ein vom Schiff gefallen und du aus dem Haifisch komm und den hört man mein Bein einfach aufgepasst. Und voilà, sind da hier ein Holzbein. Ja, und wie könnte dann, dass du grob als Hand hast? Oh, die grob, den habe ich gekriegt. Wisst ihr, du hast mal gegen andere Piraten gekämpft und du hast die Beise gekommen und den hat man einfach mit einem Säbel meine Hand aufgeschlagen. Und sind da hier habe ich grob am Platz von der Hand. Ja, und wie könnte dann, dass du ein A-Klapp hast? Fragt der Pitti. Oh, mit das könnt du hier, dass ich ein an Blut geguckt habe und du hast ein Maeve Marit an da gekackelt. Ja, me, sagt der Pitti, dafür kriegt ihr aber nicht direkt ein A-Klapp. Ja, mit das war der nächste Tag, wo ich eine grob als Hand hatte und ich wollte mir die Kacke aus dem Arm reifen. Voilà, das war es von der Witzerköcht. Merci vielmals dem Matros Bekal und noch als Maschinist, dem Georges. Und dann ist es bis ein anderer Kehr, gell? Und ihr wisst,
wir müssen nach weiterhin daheim bleiben, bleib doch daheim, außer wenn der an die Schule geht, wenn der raus muss oder an die Schule geht, dann do der Maß gehen, gell? Das ist noch immer wichtig für das zu machen. So, dann hast du bis ein anderer Mal. Salut, bis gespannt. Ciao, ciao.